Stell dir einen Ort vor, das geheime Zentrum der Macht, eine Region, die strategisch so gelegen ist, dass man von dort einen Grossteil der Welt beherrschen könnte. Und die Ukraine ist jetzt die Eingangstüre zu dieser Region. Ciao zusammen, von unten hier. Herzlich willkommen aus Kalifornien. Wir hatten die letzten paar Tage Sommer, aber auf heute habe ich jetzt ein bisschen bedeckt bestellt, dass es nicht so blendet beim Filmen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Im Moment sind gerade mehrere politische Kehrereien im Gang. Das Zeug ist sich aber alles noch am entwickeln. Und damit ist das Eis noch ein bisschen zu dünn für eine Analyse. Ein perfekter Moment also, für ein bisschen rauszuzoomen. Ich bin nämlich über ein spannendes Interview gestossen. Das Thema war, was eigentlich der Plan ist hinter den Kulissen betreffend der Ukraine. Und auch darüber aus. Oh, da haben wir auch noch gerade die Überwachung hinter uns. Die Story, die ich drüber gestogelt bin, ist also schon noch faszinierend und offenbar eine interessante Erklärung der Ereignisse. Halford Mackinder war ein englischer Geograf. Er hat im 1904 im The Geographical Journal einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel «The Geographical Pivot of History». Später ist der Artikel bekannt worden unter dem Namen «The Heartland Theory», die Herzland-Theorie. Sein berühmter Spruch war, wer Osteuropa beherrscht, kontrolliert das Herzland. Wer das Herzland beherrscht, kontrolliert die Welt. Mackinder hat behauptet, diese zentrale Region in Eurasien, das Herzland, sei der Schlüssel zur globalen Macht. Das Herzland umfasst grob den riesigen Landstrich in Zentralasien und Teilen von Russland. Warum? Weil das Gebiet riesig ist, voll mit Rohstoffen und fruchtbarem Boden. Und dann aber für die Seeherren wie Großbritannien fast nicht zu erreichen sei. Oder noch früher waren das die Spanier oder die Portugiesen gewesen. Und jetzt sehr wichtig, der Zugang aus dem Westen zu diesem verheißenen Land führt über das heutige Gebiet der Ukraine. Die Ukraine ist das Türe zu diesem Herzland. Mackinders Theorie teilt die Welt in 3 Zonen. Erstens das Heartland. Das ist das Kernland, der strategische Mittelpunkt. 75% der Weltbevölkerung lebt in Eurasien und in seinem Boden steckt der grösste Teil des materiellen Reichtums der Welt und 3/4 des Energievorkommens. Als Ganzes zusammengenommen stellt das Machtpotenzial dieses Kontinents das von der USA weit in Schatten. Dann zweitens das Rimland oder der Innerhalbmond. Die umliegenden Gebiete wie Osteuropa, nach Osten, Indien, die kann man vom Heartland aus beeinflussen. Oder umgekehrt angeschaut, wer diesen Innerhalbmond kontrolliert, kann verhindern, dass das Heartland seine Macht ausspielt und sich ausbreitet über den Rest der Welt. Dann drittens gibt es noch die Outer Islands. Das sind die äußeren Inseln. Das sind die Länder weit außerhalb vom Heartland, wie Nord- und Südamerika, Australien, Japan oder Großbritannien. Das sind sehr gestützte Mächte, weit entfernt vom Einfluss vom Heartland. Mackinder hat geschrieben, die seien weniger wichtig, weil die das Heartland nicht so einfach erreichen und kontrollieren können. Ein gutes Beispiel aus der Vergangenheit dafür war die Herrschaft von Genghis Khan und seine Nachfahren. Auf ihrem Höhepunkt haben die das grösste zusammenhängende Landimperium von je eins kontrolliert. Mit dem Heartland im Kern. Ihr Reich hat sich erstreckt von Europa bis ganz zum Pazifik. Und die Ukraine war auch bei denen ein entscheidender Korridor für ihre Macht. Als der Mackinder sein Konzept im Jahr 1904 hat veröffentlicht hat, er damit noch keine grossen Wellen geschlagen. Erst nach dem Ersten Weltkrieg ist sein unkonventionelles Strategiepapier mit dramatischen Folgen ins Zentrum gerückt. Auf meiner Spurensuche bin ich über weitere interessante Details gestogelt. Ich wollte eigentlich jetzt den Standort wechseln, dass ein bisschen Abwechslung reinkommt, ein bisschen spannender ist, oder? Anderer Hintergrund, aber ich kann nicht, es kommt dermassen vom Meer. Sobald wenn ich mich abdrehe, irgendwie anders schaue, dann versteht er mich nicht mehr, blase jetzt voll ins Mikrofon. Bleibe ich halt hier stehen. Nach dem Ersten Weltkrieg und mit dem Aufstieg der Sowjetunion ist das Herzland-Konzept vom deutschen Geopolitiker Karl Haushofer aufgegriffen worden. Seine Idee hat später Eingang gefunden in Hitlers Expansionspolitik. Während dem Kalten Krieg hat auch die USA von diesem ganzen Konzept Notiz genommen. Als Folge davon versuchen die Amis seitdem, Deutschland als Teil des inneren Halbmond gäng schön getrennt zu behalten von Russland, das Teil des Herzland ist. Weil wenn diese zwei zusammenbügeln würden, würde das die amerikanische Vorherrschaft bedrohen. The
Das Hauptinteresse der USA, und für dieses haben wir ein Jahrhundert lang Kriege geführt, Erster, Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg, war das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland. Denn gemeinsam sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen könnte. Wir müssen sicherstellen, dass dies nie geschieht. Für die USA sind deutsche Technologie und Kapital zusammen mit russischen Bodenschätzen und Arbeitskräften die einzige Kombination, die uns seit Jahrhunderten Angst und Schrecken einjagt. Genau das Verhalten der Amis bestätigt ja eben, dass an dieser Mackinder-Theorie schon etwas dran ist. Und die Ukraine steht als Torwächter darum auch wieder im Zentrum der internationalen Machtpolitik. In den 90er Jahren sehen wir dann, dass die ehemalige britische Theorie endgültig in Washington ist angekommen. Übrigens, wer von euch bis hierher geschaut hat, super, aber jetzt nicht schwächeln, gell? Es lohnt sich weiter zu schauen. Nach dem Zusammengackeln von der Berliner Mauer 1989 und der Auflösung von der Sowjetunion 1991 wird die USA zur dominierenden Weltmacht. Ein elitärer Kreis, die sogenannten Neocons, träumen jetzt von der Kontrolle über all diese Ressourcen in Russland. 1997 modernisiert der amerikanische Sicherheitsberater Brzezinski die Herzland-Theorie. Er schreibt ein neues Buch mit dem Namen «The Grand Chessboard». Auch er betont jetzt, dass die Kontrolle über Eurasien und Russland im Speziellen mit der Ukraine als entscheidendes Töri die globale Dominanz der USA sichert. Ebenfalls 1997 gründen Neokonservative die Denkfabrik Project for the New American Century, PNAC, das Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert. Und die Mitglieder strecken sich über das ganze politische Spektrum. Der Joe Biden, der George W. Bush, der Barack Obama, Hillary Clinton, der George Soros und der Jakob Rothschild, um nur ein paar Beispiele aufzuzählen. Es ist mit den Plänen, wie man den Mittleren Osten und Eurasien, das Herzland also, militärisch dominieren könnte. Und auch die sehen die Ukraine ihre Schlüsselrolle. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York sind die Neocons bereit, ihre Pläne umzusetzen. Der US-General Wesley Clark berichtet in einem Interview von einem Plan, der den Angriff auf 7 Länder innerhalb von 5 Jahren verratet. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon, and one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." Diese Länder sind strategische Feldchen auf Brzezinskis Schachbrett. Der Feldzug Richtung Weltherrschaft via Ukraine fängt an. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Unter dem Präsident George W. Bush, einem Republikaner, startet die neokonservative Offensive. Kriegseinsätze in Afghanistan, Irak, Somalia und indirekt auch im Libanon sollen die Kontrolle im Rimland erhöhen. Gleichzeitig wächst die NATO Richtung Osten. Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei und Slowenien kommen im 2004 dazu. Es geht weiter unter Barack Obama, einem Demokrat, der aber die neokonservativen Ziele weiterverfolgt. Er führt den Krieg von Bush in Afghanistan weiter, schränkt die Truppen im laufenden Irakkrieg zwar ein, bleibt aber militärisch präsent. Er weitet dafür den Einsatz in Somalia deutlich aus. Zusätzlich greift er jetzt noch Syrien an und startet eine militärische Intervention in Libyen.
Die NATO wächst weiter mit Albanien und Kroatien im 2009. Immer mit dem Blick Richtung ostwärts, Richtung Ukraine. Schau, die Tatsache, dass egal wer Präsident ist, der Bush Senior, Clinton, Bush Junior, Obama, Trump 1, der Biden. Die Tatsache ist ja, dass sich geopolitisch nichts bis gar nichts ändert. Und das lässt bei mir schon ein bisschen den Verdacht aufkommen, dass Parteien für die grossen Sachen schon nur ein bisschen Theater sind. Wie hat der grosse George Carlin mal gesagt? It's a big club and you ain't in it. It's a big club and you ain't in it. You and I are not in the big club. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. Die eigentlich wichtigen Machtstrukturen haben mit links oder rechts auch gar nicht viel zu tun. Das soll uns nur ablenken vom eigentlichen Schachspiel. Da oben sind sie sich einig und haben Freude, wenn wir ein Gestör mit dem Nachbar haben. Weil der keine Fahne ins Fenster hängt oder das falsche Fleisch isst oder das falsche Auto fährt. Und da musst du noch drauf sein wie ein Heftemacher. Vor 5 Jahren wäre das Auto, das heute das Falsche ist, noch das Richtige gewesen. Aber eben, was weiss ich schon als ehemaliger Velomech und Badmeister? Item. Mein Exkurs hinter die Kulissen der Grossmächte hört im 2014 auf. Unter dem Deckmantel von der USAID stürzen dann die USA die pro-russische Regierung in der Ukraine und installieren eine pro-westliche Regierung. Die USA signalisieren ab jetzt offen, dass sie sich schon vorstellen könnten, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Damit scheint der Schachzug fast abgeschlossen. Der Schachzug, dass man schlussendlich das strategische Tor, die Ukraine, kontrollieren will. Aber jetzt reagiert Russland und will seinerseits die Kontrolle über das Tor sichern. Mit der Hilfe von Russland formiert sich im Osten der Ukraine die separatistischen Kräfte. So beginnt der brutale Kampf um die Ukraine. Also nicht erst im März 2022, wie es vielfach heisst in den Medien, sondern schon im 2014 mit dem Bürgerkrieg. Hier Schlagzeilen zwischen 2014 und 2017. Da hat es im Westen auch noch etwas anders getönt. Aber warum ist denn jetzt die Ukraine das sogenannte Tor zu diesem fabelhaften Herzland? Die Ukraine hat Zugang zu riesigen, offenen Ebenen, die es einfacher machen, auf andere Teile von Eurasien zuzugreifen. Oder umgekehrt in den Westen. Zudem bieten sie mit der Krim und anderen Häfen wie in Odessa Zugang zum Schwarzen Meer. Es hat also Warmwasserhäfen, die ganzjährig benutzbar sind. Wie immer meine persönlichen Gedanken zum Schluss. Der Westen oder vielmehr die verbliebene Koalition der Willigen haben sich auch schon ein bisschen festgebissen. Aber Hand aufs Herz. Man hat doch je länger umso mehr das Gefühl, dass der Westen eher geschwächt aus dem Ganzen rauskommt. Die Wirtschaft schwächelt. Die Preise sind so hoch wie noch nie. Viele Leute wirken angespannt, sind ausgebrannt und von Zukunftsoptimismus hört man auch nicht viel. Vielleicht haben die da oben halt einfach auf das falsche Ross gesetzt und wollen es jetzt einfach nicht zugeben. Und jetzt kommt Trump, oder? Ein Populist. Mit dem hat es genau auf Fall 180-Grad-Wendung gegeben. Weg von der neokonservativen US-Aussenpolitik, die jetzt 30 Jahre lang Programm war. Logisch, dass da ehemalige Mitläufer wie Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Kanada etc. ein bisschen Mühe haben. Dieser Richtungswechsel hat es ein bisschen auf dem falschen Fuß verwünscht. Ohne die USA als Leithammel fehlt dann jetzt jemand, der ihnen sagt, was sie genau machen sollen. Alle haben halt auf die Kamala gewettet. Was sie auch vor den US-Präsidentschaftswahlen in den Schweizer Medien auch nicht berichtet haben, ist, dass während dem Wahlkampf Liz Cheney, eine der bekanntesten Neocons, die Kamala Harris unterstützt hat. Oder der Paul Wolfowitz, der Architekt vom Irakkrieg. Bill Kristol, Mitbegründer von der neokonservativen PNAC-Denkfabrik, die wir vorhin besprochen haben. Oder Robert Kagan, ein weiterer PNAC-Mitbegründer. Max Boot und so weiter und so fort. Man muss etwa kein Hellseher sein, um zu orakeln. Hätte Kamala gewonnen, wäre es weitergegangen wie in den letzten 30 Jahren. Genauso wie es die Pläne von Brzezinski und den Leuten von PNAC vorgesehen haben. Aber jetzt hat sie eben nicht gewonnen. Und darum könnte das jetzt auch das vorläufige Ende sein von der neokonservativen Ära. Aber stopp!
Dass der Trump jetzt scheinbar auf eine Konfrontation mit Iran zuläuft, wäre allerdings wieder genau nach dem Plan der Neocons. Man wird sehen, ob wir jetzt effektiv draussen sind aus dieser Nummer oder eben nicht. Ich bleibe dran. Wisst ihr, was auch nochmal eine spannende Frage wäre? Wer finanziert eigentlich die ganzen Neocons? Aber das ist Stoff für ein anderes Video. Et voilà! Dann würde ich sagen, das war es etwa für heute. Wer bis hierher geschaut hat, hände gut. Der hat einen drauf. Das freut mich natürlich sehr. Hier noch einen lieben Gruß zurück nach Aargau, Basel, Bern, Müllenen am Fuß vom Niesen, Berner Oberland, Berner Seeland, Benwil, Beiwil, Biel, Buttisholz, Bündnerbergen, Eckishorn, Graubünden, Grindelwald, Kandersteg, Obersee, Oberhofen am Thunersee, Bieterle, Lausanne, Laupen, Langnau, Luzern, Lies, Jura, Münzigen, Maastrichts, Niederwangen, Rapperswil, Rheintal, Sarganserland, St. Gallen, Sursee, Tessin, Thurgau, Wallis, Walzenhausen, Witzburg, Wetzikon, Winterthur, Zürich, Zofingen. Und dann noch ins Ausland, nach den Azoreninseln, Bali, Madrid, Nevada, Frankreich, Kambodscha, regelmässig auch nach Mossel Bay, Südafrika, Portugal, Südindien, Temuka, ich glaube, das ist in Neuseeland, Thailand, auch wieder dabei, sehr cool, Togo und Ungarn. Merci fürs Hineinschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.